Ciao zusammen, ich bin der Greenie und wir sind heute im grössten VR-Arcade der Schweiz, von sogar ganz Europa, in Zürich im Letzi Park und oh, Gear VR, HTC Vive, Icarus, PlayStation VR. Und was wir da jetzt im grössten VR-Center der Schweiz machen, das zeige ich euch jetzt. Komm. In der Fusion Arena ist der Ronny und Ronny, du machst so Unboxings, oder? Meinst du, könnten wir rasch da an? Ich sehe, du hast so einen Apple-Briefbeschwerer, aber wir haben etwas wirklich Wichtiges zum Unboxen. Könnten wir vielleicht rasch, nur gut? Ja. Okay. So, der Apple-Briefbeschwerer räumen wir jetzt zur Seite. Wenn ihr sehen, wie das Ding aussieht, wenn es unboxed wird, dann schaut doch beim Ronny vorbei. Er ist hier oben verlinkt in der Infocard oder am Ende von dem Video. Und jetzt kommen wir zu dem richtig wichtigen Produkt zum Unboxen. Und zwar unsere 14 Franken Action Cam. Wir packen jetzt also unsere unglaublich tolle 14 Franken Action Kamera aus. Und was wir als allererstes mal sehen, es handelt sich um 4K Ultra HD. Und ob das stimmt, das schauen wir jetzt an. Aber zuerst schauen wir uns das übrige Verpackung an. Wir haben eine Rückseite, die wunderschön bedruckt ist. Das sieht man übrigens auch hier. Wir haben eine Seite, die uns Inhaltsinformationen gibt. Eine zweite Seite, die Inhaltsinformationen gibt. Und wir haben das eigentliche Produkt, was irgendwie mich sehr stark an eine andere Actioncam erinnert. Aber das ist egal, weil die hat 14 Franken gekostet. Und jetzt schauen wir uns mal die Spezifikation an, bevor wir den Scheiß auspacken. Ich meine, bevor wir das super Ding auspacken. Und da sehen wir etwas ganz Tolles. Schaut mal da. Plötzlich ist das Ding noch 1080p. Und ich habe ein bisschen Recherche betrieben im Internet und kann euch verkünden, 4K Ultra HD ist nicht der Modus, in dem die Kamera aufnimmt. Nein, nein, nein. 4K Ultra HD ist der Produktname von dieser Kamera. Wenn wir da schauen, sehen wir nämlich auch, dass unsere Spezifikationen 1080p bei sage und schreibe 15 FPS zulassen und 27 bis sogar 30. Anscheinend ist das Ding auch wasserdicht und bla bla bla, interessiert uns alles nicht. Wir packen das Ding jetzt aus und das wird vermutlich die beste Unbox-Experience, die ich je gehabt habe. Oh ja, es fühlt sich so hochwertig an. Oh wow. Das war die Unbox-Experience. Das ist die Kamera. Wow, es gibt... Schaut euch das mal an. Das sind die Kombinationen, die man machen können mit dieser Kamera. Das interessiert uns jetzt einfach nicht. Und wir schauen uns mal an, was alles Mikro ist. Das ist jede Menge Zubehörmikro und ich muss sagen, das sieht für mich 1:1 so aus wie das Zubehör von einer anderen Actioncam. Den Namen kennen die alle bestimmt. Und ich habe das Gefühl, wenn das Zeug mit meiner anderen Actioncam funktioniert, habe ich da gerade sehr viel Geld gespart. Weil wie gesagt, all das hat mich 14 Franken gekostet. Bei einem Chines um die Ecke. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal das Ding an, was das Teil kann, wie es aussieht und vor allem, oh wow, ich bringe das Ding fast nicht auf. Oh, jetzt ist es offen. Er hat sich angefühlt, als ob es kaputt machen würde und oh wow, oha, das Ding ist kein 12 Gramm schwer. Das Ding ist, das hast du auf den Tisch stehen und das fliegt weg. Wir schauen mal an, wir versuchen mal das Ding einzuschalten und hoffen, dass wir irgendein Zeichen von Leben sehen. Das ist ja mal 1:1 GoPro-Intro. Okay, wir sind jetzt in dieser Kamera und ich würde sagen, ich filme jetzt mit dieser Kamera und dann sehen wir noch mal, wie das aussieht. So, willkommen Kamera! Wir sehen hier unseren Kameramann, der Yannick. Dort hinten ist der Ronny am Essen. Das filmen wir jetzt nicht weiter. Da ist unsere Unboxing-Kamera. Und das bin ich! Hallo Actioncam 4K Ultra HD. Was wir in diesem Video machen, das wissen all die letzte Woche meinen Livestream geschaut haben, mit ihm als Gastmoderator. Wir werden diese Kamera jetzt riggen und versuchen, aus diesem kleinen Scheißteil das Beste aus dem Sensor rauszudrücken. Und machen wir es einfach. Zukunftsscreen hier, wir haben den Plan, dass wir die Kamera riggen und dann gehen Cinematic filmen mit dem Sensor. Das haben wir auch gemacht, es hat auch alles ganz gut funktioniert.
Nur habe ich feststellen, dass die Kamera nur die letzten 3 Dateien gespeichert hat. Aus diesem Grund zeige ich euch jetzt einfach mal noch 1-2 Clips aus den letzten 3 Dateien, damit ihr mal seht, wie unglaublich schlecht die Bildqualität von dieser Kamera war. Und das ist jetzt wirklich sehr schade, weil ich hätte jetzt wirklich gern euch ein richtig schlechtes Cinematic gezeigt, aber da die Kamera es gespeichert hat, kann ich leider nichts machen. Falls es nicht sollte klar sein von diesen Beispielclips, die Qualität von dieser Kamera ist absoluter Müll. Die kann man wirklich nicht brauchen. Auch dass sie 14 Franken kostet, macht es nicht besser, weil was will man mit einer schlechten Kamera? Die kann man wirklich nicht brauchen. Es steht da, dass sie einen Weitwinkel hätte und ich habe festgestellt, das ist ungefähr 50 bis 45 mm, was die Kamera Brennweite hat. Also wirklich alles andere als Konkurrenzprodukt zu der GoPro, deshalb kaufe ich den Scheiß nicht. Ich kann die Kamera eigentlich jetzt am Ende vom Video in einem Giveaway weggeben, aber jetzt, wo ich sehe, wie wirklich mega miserabel scheiße die Kamera ist, würde ich das eigentlich niemandem vorher antun. Wenn aber trotzdem jemand die Kamera haben will, dann schreibt einfach unten in die Kommentare #GreeniesGear einen Grund, wieso du die Kamera haben willst, und wenn es irgendeinen coolen Grund gibt, dann lasse ich dir die Kamera irgendwie zukommen. Wirklich schade, ich hätte jetzt wirklich gerne mehr von dieser schlechten Bildqualität gezeigt, aber wenn wir jetzt schon ein angefangenes Video haben, wo wir noch nicht können, sauber fertig machen, weil China-Müll, würde ich vorschlagen, tun wir doch gerne noch das Gewinnspiel auflösen von meinem Bitcoin-Haul. Und da kommen wir jetzt zu unserem Zufallsgenerator, den ich auf meinem Handy habe. Eine geile App. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt das Rad. Und los geht's! Gewonnen hat der Yannick R. Ich gratuliere dafür. Du wirst per E-Mail von mir den Gutschein bekommen. Übrigens, der Zufall, der Yannick war auch der, der mir bei dem Video geholfen hat. Leider habe ich jetzt kein Bildmaterial von ihm, von dieser Kamera, die im Original liegt. Darum, schaut doch mal bei ihm vorbei. Schaut auch unbedingt beim Ronny vorbei. Von Ronnys Vlog sind beide in der Infocard und am Ende verlinkt. Ich muss jetzt sagen, schade, dass die Kamera die letzten 3 Dateien gespeichert hat. Ja, wirklich absolut keine Kaufempfehlung, auch bei 14 Franken nicht. Ja, bringen wir das Video zu Ende. Schreibt mir Fragen für mein 2000 Abo-Special unter das Video und wir sehen uns im nächsten Video. Und jetzt schaut, dass ihr noch beim Ronny und beim Yannick vorbeischaut und dann ein Abo da lasst, wenn euch ihre Content gefällt. Merci vielmals, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Tschüss.